Ui! Du, das ist im Fall... Das sind 20 Jahre. Nein, warte, im Oh nein. 93. Ja. Das ist länger als 20 Jahre. Heute haben wir Sandra und Thomas Schoch hier bei uns zu Gast fürs You and Me. Ihr zwei sind seit 20 Jahren verheiratet. Ihr habt 2 Teenie-Mädels. Herzlich willkommen. Wer von euch ist pünktlich gekommen? Ja. Ich habe schon dich genommen. Ja. Ist gut. Aber ich bin bemüht. Wer hat Macht über die Fernsehbedienung? Er schläft dann so schon, wenn es nicht interessiert. Kann andere machen. Was für eine andere Macht? Da reden wir jetzt eben gar nicht drüber. Das sind so Familiengeheimnisse. Nächste Frage. Wer von euch kann den anderen besser um den Finger wickeln? Sandra, wieso du? Ja, das sind so die weiblichen Tricks. Ich bin der Meinung, ich habe meine Taktiken. Das ist ja eigentlich ideal, oder? Wer von euch hat öfter recht? Also das Gefühl, Recht zu haben oder nicht wirklich Recht, ich finde, das ist jetzt ein Unterschied. Also das Gefühl, Recht zu haben ist so und öfter Recht ist so. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr Recht habe oder öfter Recht habe. Eben. Das Gefühl. Wer von euch zwei ist launischer? Das finde ich so schwierig. Am Morgen früh? Also morgen früh ist es ganz Ah, klar. Morgen früh Ja, du musst einfach nichts wählen, nichts diskutieren. ist Redeverbot. Nein, so schlimm ist es nicht mehr. Okay. Ja. Morgen vertrage ich es gar nicht. Bis wann ist der Morgen? Bis zum ersten Kaffee. Wer von euch hat die Initiative für den ersten Kuss ergriffen? Das ist so lange her. Es sind beide gewesen, denke Ja. ich. Ja. Ein Papi im Auto. Bei deinem Papi, Ja. Ein Mitsubishi L300 beige. Ich hatte das Auto. Wir sind vor meinem Elternhaus an der Straße gestanden. Aber ich weiß nicht, sind wir gekommen? Nein, wir sind gekommen, ich habe dich heimgebracht. Hast du mich Ja. heimgebracht? Wer pusht den anderen mehr, um etwas Neues auszuprobieren? Ich glaube, wir haben beide nicht sehr gerne Veränderungen. Wir sind eher ein bisschen stetiger. Ja, nie nicht neu mit so einer Reise, die wir nicht kennen. Ja. Wird so nie langweilig dabei? Nein, finde ich nicht. Nein. Wir haben jetzt einmal ein neues Hotel ausprobiert und wir wären wieder ins Alte gegangen. Das haben auch die Kinder unbedingt sehen. Es ist noch spannend, die Antworten bei uns am letzten Sonntag war Dani Weber und Pilvi. Und die gleiche Frage, wer kann der andere besser um den Finger wickeln? Und die Antwort war ziemlich gleich. Der Dani, mich, sie auch mich. Und dann hat sie gefragt, warum denn? Hat Pilvi gesagt, er merkt es nicht. Also, da haben wir eine ziemlich ähnliche Sache heute Morgen und Männer, passen auf. Oder lernen wir von unseren Frauen, je nachdem, wie wir das miteinander anschauen. Gut, geht es dir auch so, wenn du auf deine Beziehungen zurückschaust, wie sich die verändert haben? Ich meine, die einen können noch nicht so lange zurückschauen, die anderen so lange wie ich, egal wie lange, aber Beziehungen verändern sich. Meine Gottesbeziehung hat sich verändert. Ich meine, das waren Phasen vom Aufbruch und so vom ungestümen Vorwärtspreschen, oder? Und dann hat es Phasen gegeben von den Zweifeln, von den Fragen. Stimmt es noch? Wieso passiert nicht mehr? Und heute ist irgendeine Phase drin, wo ich sage,
je mehr ich über Gott weiss, je weniger weiss ich. Ich weiss einfach, dass er Gott ist und ich Mensch. Ich bin begrenzt und ich stelle ihn nicht mehr Fragen. Es ist einfach Gott. Und ich kann ihn nicht fassen. So verändert sich Gottes Beziehung. Ich bin jetzt ja noch nicht so alt und darum wird es sich vielleicht noch einmal verändern. Dann auch meine Ehebeziehung hat sich verändert. Oder unsere Ehebeziehung von Eifersucht über crashende Unterschiedlichkeit. Andere Prioritäten in meinem Leben als meine Ehe und meine Familie. Zeit vom Ringen miteinander, um echte Ergänzung, um miteinander unterwegs zu sein. Und jetzt auf der letzten Israelreise, wo wir vor 2 Wochen, glaube ich, heimgekommen sind, hat meine Frau gesagt, du, wir haben es so gut gehabt miteinander wie noch nie. Schön, hä? Dann Freundschaftsbeziehungen, da gibt es ganz verschiedene, oder allgemein auch Kirchenbeziehungen, im Arbeitsplatz, mit Chef und so weiter, die verändern sich auch, oder? In meinem Leben sehe ich langjährige Beziehungen, die sich verändert haben in Bezug auf die Intensität. Plötzlich ist mit diesen Leuten nicht mehr so viel zusammen, weniger, es plemperlet aus. Dann gibt es, und das sage ich mit Schmerzen auch, Beziehungen in meinem Leben, die zerbrochen sind. Wirklich hart zerbrochen. Dann gibt es wieder neue Beziehungen. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, alle haben wir Beziehungen, die sich verändern. Und heute Morgen reden wir über Beziehungen verändern und gestalten. Und es ist nicht so eine schöne Predigt. Wir reden nicht über die schöne Seite vom Verändern und Gestalten, sondern eher über die schwierige Seite. Beziehungen sind kein Selbstläufer. Jede Beziehung verändert sich. Und jetzt ist die Frage an dich. Bist du in diesen Beziehungen, die sich verändern, bei dir Beobachter oder bist du Gestalter? Bist du Beobachter oder bist du Gestalter? Der Greg hat Folgendes gesagt. Wir kennen ihn nicht, ich kenne ihn, aber bin nicht mit ihm in der Schule. Jede Beziehung kommt an, aber nur wenige Beziehungen kommen ganz bewusst irgendwo an. Wenn wir das schnell nachdenken darüber. Jede Beziehung kommt an. Jede kommt neu mit an. Ich sage nicht anstehen, sie kommt neu mit an. Aber nur wenige Beziehungen kommen ganz bewusst irgendwo an. Eine Beziehung kommt ganz bewusst irgendwo an, wenn man sie auch bewusst gestaltet. Mein nächster Titel heisst, wenn Beziehungen zerbrechen, am Beispiel von Barnabas und von Paulus. Die Beziehung von Paulus und von Barnabas fängt da an, wo der Paulus vom Christenverfolger zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Und dann hat er zu den Aposteln ins Headquarter, ins Hauptquartier der ersten Christen. Und da hat es ein Problem gegeben. Und das Problem steht in der Bibel, Kapitel 9, Vers 26 von der Apostelgeschichte. Als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern, also den Hauptjüngern, den 12 anzuschließen, aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Sie haben gedacht, oha, Wolf im Schafsfeld, das ist seine neueste Masche, uns Christen zu unterwandern und dann verratet er uns und bringt uns um. Da kam ihm Barnabas zu Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Also der Barnabas hat einen wesentlichen Anteil von dem Paulus, dass er eingeführt worden ist in das Headquarter, in das Hauptquartier. Und der Barnabas hat dem Paulus bedingungslos vertraut, wie er sein Leben und seine Art zu verkündigen erlebt hat. Und dann sehen wir im Kapitel 13, wie die erste Missionsreise losgeht. Wir lesen Kapitel 13 ab Vers 2. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei,
zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Immer wenn ich von Fasten lese, dann macht es mir nicht so Freude. Ich bin nicht so der Faster. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Ja, sie haben da gefastet und gebetet und haben entschieden unter der Leitung vom Heiligen Geist, dass der Barnabas und der Paulus das richtige Dreamteam ist, um die erste Missionsreise zu machen. Und sie haben sie losgeschickt unter Segen und sie sind gegangen und sie haben ganz viel miteinander erlebt. Höchst und Tiefs, Erfolg und Niederlagen. Und dann sind sie heimgekommen, wieder in das Hauptquartier zurück in Jerusalem, haben berichtet. Dann hat es das erste Mal Lampen gegeben unter den anderen Jüngern, wegen diesen Heiden, die zum Glauben gekommen sind, was man alles machen müsste. Dann ist dann Petrus aufgestanden, hat das Machtwort geredet und da war wieder Friede gewesen. Aber dann ist die zweite Missionsreise bevorgestanden. Und da lesen wir Kapitel 15 ab Vers 36. Etwas, wo wir nicht so recht wahrhaben, dass es gibt und sogar in der Bibel steht. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas: Lasst uns wieder aufbrechen und die Geschwister in all den Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündet haben. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Jetzt kommen wir zum Vers 37. Barnabas war damit einverstanden, nur wollte er auch Johannes mitnehmen. Johannes mit dem Beinamen Markus. Also mich will er mitnehmen. Doch Paulus hielt es nicht für angebracht, jemand mitzunehmen, der sie auf ihrer vorherigen Reise in Pamphylien im Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Darüber kam es zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass sich die beiden trennten. Paulus hat gesagt, der Johannes Markus ist ein Weichei. Der hat uns im Stich gelassen. Den nehmen wir nicht mit. Wir nehmen nur ganze Männer mit. Und der Barnabas hat gesagt, nein, den müssen wir mitnehmen, der muss mitkommen, du musst den wieder integrieren, der kommt schon gut und so. Und es ist so hart aufeinander gegangen, das heisst, sie gerieten scharf aneinander in der einen Übersetzung und in der anderen Übersetzung steht, es entstand eine Erbitterung oder sogar grosse Erbitterung. Wie ehrlich ist doch die Bibel? Sie redet ja auch über die Trennung von Lot und Abraham, von Jakob und Esau. Mich berührt es, wenn ich an die Stelle denke, wie ehrlich der Lukas ist. Man hätte doch das können einfach weglassen und einfach weitermachen. Aber nein, der Lukas ist ganz ehrlich im Auftrag vom Geist Gottes und schreibt, was da los war. Wie ist es eigentlich zu dieser Trennung gekommen? Der erste Grund war sicher der vordergründig, dass der Paulus nicht den Johannes Markus mitnehmen und der Barnabas unbedingt Johannes Markus mitnehmen. Der zweite Grund, vermute ich, ist auch den unterschiedlichen Charakteren gelegen. Den unterschiedlichen Charakteren. Die Namen von diesen zwei Männern sind noch spannend in diesem Zusammenhang. Der Barnabas hat nämlich ursprünglich Josef geheissen. Aber die Apostel haben gesehen, wie der Typ ist, und sie haben ihm den Namen Barnabas gegeben. Und der Name Barnabas heisst Sohn des Trostes und Ermutiger. Also auf der einen Seite ist der mit dem Namen, und im Hebräischen sind Namen so wichtig, bezeichnet Eigenschaft. Er hat also einen neuen Namen bekommen, der Barnabas, Sohn des Trostes und Ermutiger. Der andere hat Saulus geheissen, das heisst auf hebräischen Namen heisst der Erbetene. Er hat aber noch einen zweiten Namen gehabt, einen griechischen. Und man weiss nicht genau warum. Viele haben zwei Namen gehabt, hebräisch, griechisch. Aber vielleicht hat sich der Paulus den Namen auch selber zugelegt, nachdem er eben so von die Jesus-Begegnung hat und sich so klein und gering vorgekommen ist. Vielleicht war er auch ein Kleiner gewesen. Paulus heisst nämlich der Kleine oder der Geringe. Und jetzt müssen wir verstehen, dass der Sohn des Trostes und der Ermutiger und der kleine und geringe Lampe hatten miteinander. Und sie ist auseinandergegangen und sie haben sich getrennt.
So war es und so ist es, Freunde, leider bis zum heutigen Tag. Wir müssen uns eingestehen, dass Beziehungen zerbrechen können. Das gehört leider zu unserem menschlichen Leben. Gehört zur gefallenen Schöpfung, wo wir darin leben, davon geprägt sind, mit dazu. Das sage ich nicht leichtfertig, das sage ich mit grossem Schmerz, dass das zu uns Menschen dazugehört. Sage ich auch mit Schmerz im Blick auf mein Leben, wo ich in meinem Leben zerbrochene Beziehungen hinter mir habe. Ich wollte dich fragen, zuerst heute Morgen, welche Beziehungen sind in deinem Leben schon zerbrochen, hinter dir liegend? Es gibt ganz verschiedene Arten von Beziehungen. Oder in welche zerbrochene Beziehung stehst du gerade drin oder zerbrechende Beziehung? Warum ist es so weit gekommen? Zurückgestellt fühlen, andere sind bevorzugt worden, Erbstreitigkeit in der Familie, unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Charaktere, grobe Enttäuschungen, Missverständnis, Eifersucht und vieles mehr kann zum Zerbruch von Beziehungen führen. Wir wollen uns heute Morgen fragen, was ist der Umgang? Was könnte ein Umgang sein mit zerbrechenden oder zerbrochenen Beziehungen? Oder wie können wir Beziehungen gestalten, wenn es noch geht, die zerbrochen sind? Auch wenn es eine Tatsache ist, dass Beziehungen scheitern können, will ich das heute Morgen nicht einfach so leichtfertig sagen. Eben mit einer gewissen Schwere in meinem Herz möchte ich das sagen. Wir wollen nie, dass Beziehungen zerbrechen. Und doch müssen wir ehrlich anschauen und sagen, es gibt es. Fangen wir an mit der Frage der Ehebeziehungen. Ich möchte das ein bisschen trennen von den anderen Beziehungen und nicht nachher dazukommen, das ist mir ganz wichtig. Lasst uns insbesondere um Ehebeziehungen ringen. Ich habe grundsätzlich voran in meinem Konzept geschrieben, kämpfen. Aber ich glaube, um Ehebeziehungen kämpfen ist das falsche Wort. Kämpfen hat immer mit Aggressivität zu tun. Kämpfen hat immer mit zusammengebissenen Zähnen und zusammengepressten Lippen zu tun. Lasst uns mehr um Ehen ringen. Denn Ehen sind eine andere Art von Beziehung, weil sie mit dem heiligen Versprechen, sehr oft mit dem heiligen Versprechen geschlossen sind, bis der Tod uns scheidet. Lasst uns investieren. Lasst uns rechtzeitig, und ich betone es das heute Morgen, dass rechtzeitig Hilfe holen für unsere Ehen. Und dann, wenn wir Hilfe holen, dann um Himmels Willen, sind offen, ganz ehrlich um den Rat von diesen Menschen. Ich habe gestern Abend zu meiner Frau gesagt, langsam stinkt mir Eheseelsorge. Weil oft sind wir nachher die Lackaffen. Entschuldigung. Entweder sie oder er hat das Gefühl, wir hätten jetzt irgendwo am einen geholfen und das andere runtergetan. Dann will ich mal so stehen lassen. Das ist nicht so ein schönes Wort, Lackaff. Ich weiss, ich entschuldige mich dafür. Das hat nicht mit der Predigt zu tun, gestern Abend. Es braucht zwei Sachen, wenn man eine Ehebeziehung schaffen will. Einerseits Bereitschaft, nochmal sich ins andere zu investieren. Und andererseits ganz viel Demut. Wo wären Erika und ich heute, wenn wir nicht unter Tränen enorm viel ringen und unter Gebet von vielen Leuten um unsere Ehe gerungen hätten? Vielleicht stammt unsere Ehe aus einer Zeit, wo wir noch schlechtes Gewissen hatten, wenn wir uns getrennt hätten. Und vielleicht hat uns das geholfen in dem Ringen. Gern ringen wir als Kirche mit Ehen mit. Und doch, und das sage ich wieder unter Schmerzen, gibt es Momente, wo es nicht mehr geht. Wo es einfach nicht mehr geht. Wo Ehepartner leiden, vielleicht sogar krank werden, entwürdigt, vielleicht sogar hörig. Und die Ehe
zerbricht. Wenn es dann so ist, dass die Ehe zerbricht, ist die Frage, wie wir auseinandergehen als Ehepartner. Schaut, beim Zerbrechen, ich weiss, ob ihr das gut gesagt habt, vorne gibt es immer Splitter. Seht ihr das? Es gibt immer Splitter. Immer. Ich meine, das Holz war schon ein bisschen angesegelt, damit ich mein Bein nicht kaputt mache. Aber jede Beziehung hat Riss, bevor sie bricht. Und das hat so Spitzen. Und jetzt ist die Frage, wenn diese Beziehung zerbrochen ist, wie gehen wir mit diesen Spitzen um? Tun wir uns mit diesen Spitzen verletzen? Wir können sie sogar mit dem Hobel noch ein bisschen zuspitzen, dass sie mehr verletzen. Das ist etwas Trauriges, was ich dann erlebe, wenn Ehen leider zerbrochen sind. Und dann geht man vor einen Richter, gibt es Geld aus für einen Haufen Rechtsanwälte, die gegeneinander streiten. Man lässt sich nur noch vertreten und man verletzt sich und ringt um den letzten Stutz, was irgendwie geht. Heute Morgen fehlt mir Zeit, um näher darüber einzugehen, wie wir auch solche zerbrochene Ehen nachher die Spitze nehmen können, damit wir einander nicht mehr verletzen, sondern getrennt können weitergehen, einen guten Weg mit einem gewissen inneren Frieden. Und wenn dann die Ehe zerbrochen ist und wenn man dann getrennt weitergeht, ist die nächste Frage, und wie gestaltet sich die Zeit als Trennte, wo du allein mit deinen Splittern da stehst? Schaust an oder gumpist subito in die nächste Beziehung hinein? Lassen wir das mal so weit, ich komme später dann nochmal allgemein darauf zurück. Andere Beziehungen, die zerbrechen. Mal schauen, wie gut das der Riss da schon ist. Oh, grosser Splitter. Es gibt Freundschaften, die zerbrechen. Es gibt Beziehungen in der Kirche, die zerbrechen. Small Groups Beziehungen, die zerbrechen. Beziehungen von Verwandtschaften, die zerbrechen. Beziehungen in der Nachbarschaft. Der Scheisshag. Die Gaufen, der Hund, die Katze. Das Trampeln im oberen Stock. Und die unten sind so lärmempfindlich. Die Wäschküche. Ich hatte schon eine Beziehung in einer Wohnung, wo das Go-Pat Home liefert und dann in den Lift geht und dann rüttelt es. Ist jetzt eine Beziehung zerbrochen in diesem Haus hinein? Am Arbeitsplatz mit Arbeitskollegen, mit dem Chef, von Chef zu Angestellten. Es gibt so viele Beziehungen, die zerbrechen können. Leider steht von Paulus und Barnabas nicht, wie sie das Zerbrochene gestaltet haben. Man sieht nur, dass sie nie mehr zusammengekommen sind. Spannend ist aber dabei, dass später der Paulus, der Johannes Markus, als seine rechte Hand mitgenommen hat. Also offenbar hat der Barnabas doch nicht so Unrecht gehabt. Und der Markus hat nachher das Markus-Evangelium geschrieben. So daneben war er nicht. Aber vielleicht hat noch grün hinter den Ohren, was sich getrennt hat. Oder vielleicht hat gleich der Barnabas recht gehabt. Ich weiss es nicht. Lassen wir es offen. Wie gehen wir jetzt mit dem Zerbrochenen um? Verletzen wir uns gegenseitig? Mir hilft da ein Wort aus Matthäus 5,23, wo aber auch Gott sehr schwierig ist. Matthäus 5,23. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst, das ist ja Gott sei Dank nicht mehr so, kein Altar mehr, kein Schäfchen mehr. Was ist die Gabe? Heute das Opfer, der Lobpreis. Wenn du also deinen Lobpreis zu Gott bringst in der Gemeinde und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar,
Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Oh, oh. Was ist so gemeint mit Versöhnung? Natürlich, im Idealfall wäre es gewesen, der Barnabas und der Paulus hätten sich so versöhnt, dass sie miteinander weitergegangen wären. Aber nein, sie sind nicht miteinander weitergegangen. Nein, sie haben ein neues Paar gebildet und sind getrennte Wege gegangen. Was ist da gemeint? Kann jede Beziehung so geregelt werden, dass sie nachher wieder einfach so richtig gut ist? Insbesondere Christen, auch andere meinen manchmal, jede Beziehung müsse irgendwie noch gerettet werden, durch all Böden durch. Und das Problem mit dem Denken ist, dass sich so eine Beziehung kann so verkarrt werden, damit man nicht einmal mehr das machen kann, wo ich jetzt darauf zugehen möchte. Wenn ich das, die erste Stufe vom Versöhnen, so wenn ich das, wenn ich mit der Bibelstelle überlege, wenn ich überlege, was möglich ist in dieser Zerbrochenheit, die Menschen oft sind, wie das könnte sein. Die erste Stufe der Versöhnung für mich ist ein Eingestehen und wenn möglich ein gegenseitiges Aussprechen, ja, unsere Beziehung ist zerbrochen. Einander in die Augen schauen und sagen, ja, unsere Beziehung ist zerbrochen. Dabei muss aus meiner Sicht nicht immer die Frage geklärt werden, warum es so gekommen ist, was die Gründe sind und wer jetzt schuld ist und überhaupt. Weil wenn sie zerbrochen ist, eine Beziehung, dann finden immer beide, der andere ist schuld gewesen. Und die Wahrnehmung ist unterschiedlich. Aber dann können in die Augen schauen und zugestehen, unsere Beziehung ist zerbrochen. Sie können entschuldigen, ohne es beim Namen nennen, dass du es nicht geschafft hast mit dem anderen. Und wenn möglich der andere vielleicht sogar sich auch noch entschuldigen könnte, dass er es nicht geschafft hat mit dir. Vielleicht sogar mit einem «Es tut mir leid, dass wir es nicht geschafft haben». Ich habe so Beziehungen, die hinter mir liegen. Es tut mir mega leid, dass ich es nicht geschafft habe. Ich habe es nicht geschafft. Und ich weiss, eine Beziehung, wo ich es nicht geschafft habe, habe ich es auch nicht geschafft, dieser Person in die Augen zu sagen und in die Augen zu schauen und zu sagen, weisst du was? Eigentlich mögen wir uns beide. Eigentlich halte ich so viel von dir und du so viel von mir. Ich weiss es, aber wir schaffen es nicht zusammen. Es geht nicht. Es tut mir leid. Und so, nachdem er einander in die Augen geschaut hat, auseinanderzugehen. Jetzt brauche ich unbedingt einen Mann, oder eine Frau natürlich auch, die begabt ist zum Sagen. Haben wir irgendjemanden da, Schreiner oder so? Hobbyschreiner? Kommt schnell, bitte, bitte, bitte. Lass mich nicht, sonst geht der Gottesdienst mega lang. Wer kommt rauf? Weil ihr wollt ja nicht Blut sehen von mir, oder, heute Morgen. So, also. Was ich jetzt gesagt habe, ist eigentlich nichts anderes, als daran arbeiten. Du, ich sage, die Beziehungen, da ist immer ein bisschen wackelig, gell? Aber du darfst jetzt die Spitze da absegeln. Weißt du, dass es nicht mehr wehtut? Ja. Ist gut. Ich helfe dir ein bisschen da zu heben. Einander in die Augen schauen und dann sagen, wir haben es nicht geschafft. Und dann sagen, hey, es tut mir leid, dass wir es nicht geschafft haben. Das ist eigentlich wie das Absegeln. Ja, kannst das, ja, nimm noch den da noch. Der ist von der Ehe, gell? Ich sehe, jetzt machst du das super. Ich habe 2 linke Hände, damit ist das auch mal gesagt da in der Gemeinde. Danke vielmals. Jetzt, ich könnte mir noch mehr machen, meinst du? Ja. Hat er ein anderes Werkzeug? Kanten brechen. Gut, musst du nicht machen, aber ist gut. Danke für den Applaus. Kanten brechen, habt ihr gehört? Der kommt raus. Kanten brechen, oder? Ich habe den Hobel bei uns in der Stiftung genommen, muss ihn wieder zurückbringen. Kanten brechen, oder? Also, das ist eigentlich ein Kantenbrechen. Es ist auch ein die Spitze, verstehen wir, wenn wir einander in die Augen schauen können, wenn man es nicht geschafft hat. Und vielleicht sogar, wenn es möglich ist, Gottes Segen wünschen. Oder im Geschäft, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche, dass dein Leben gut weitergeht. Hey, es tut mir leid, wir haben es nicht geschafft miteinander. In der Nachbarschaft.
Spannende ist ja, und das dürfte eigentlich fast nicht so sein in der Bibel, aber es ist so, es tut mir leid, dass die zwei, der Barnabas und Paulus, nicht mehr zusammengekommen sind, aber beide mit neuen Partnern, Missionsmannenpartner, gesegnet sind. Hä? Das ist so. Es ist so. Trotzdem gesegnet sind. Könnte es sein, dass einige von uns schnell Flinte ins Korn werfen und sagen, die Beziehung ist zerbrochen? Könnte es aber auch sein, dass Menschen unter uns haben, die nicht wahrhaben wollen, dass eine Beziehung zerbrochen ist und immer darum herummachen und dann verkarren sie noch mehr. Jetzt kommen wir zum schönen Teil. Späte Versöhnung. Jakob und Esau. Im ersten Buch Mose, Kapitel 25, begegnen wir dem Jakob, wie er seinen Brüder Esau zweimal jämmerlich, clever eigentlich, aber in der Art einfach katastrophal über den Tisch zieht. Viele von uns wissen, was das war. Von dem über den Tisch ziehen, von dem Beschissen, von dem Übervorteilen, die Folge war Hass, Morddrohungen, Trennung, Flucht. Und es sind 20 Jahre gefolgt, wo sie einander nicht mehr gesehen haben. 20 Jahre, bis es zum Wiedersehen gekommen ist. Wie würde euch das Wiedersehen aussehen? Esau und Jakob haben offenbar, wenn ich lese, wie sie sich getroffen haben, unterschiedliche Erwartungen gehabt, wie das Wiedersehen könnte sein. Schaut einmal die Begegnung an von diesen beiden nach 20 langen Jahren. 1. Mose 33, ich lese Vers 4. Esau lief ihm, Jakob, entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Völlig romantisch, he? Ich lese nochmal. Esau lief ihm entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Ich blättere weiter, Vers 8. Und er, der Esau, sagte, was willst du mit all den Herden, denen ich begegnet bin? Also, der Jakob hat Herden um Herden geschickt, voran um den Brüder gut stimmen. Und der Brüder sagt, du, was ist mit dem Zeug, was du mir da schickst? Und dann sagt der Jakob, dass ich Gnade fände vor meinem Herrn. Ja, ich will doch Gnade finden. Ich habe Schiss gehabt vor dieser Begegnung. Dann lesen wir Vers 9. Esau sagte, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Und dann, im Vers 12, bietet Esau am Jakob etwas an. Und Esau sagte, lasst uns aufbrechen und fortziehen, ich will mit dir ziehen. Aber Jakob will nicht mit dem Esau mitziehen. Und darum lesen wir dann im Vers 15, der Esau doch noch etwas will tun für seinen Brüder. Esau sagte, so will ich doch einige von den Leuten bei dir lassen, die bei mir sind. Er antwortete, wozu ist das nötig? Lass mich nur Gnade vor meinem Herrn finden. Also, der Esau hat ihm angeboten, dass er Leute von sich, von seinen Soldaten beim Jakob lässt, damit er beschützt und begleitet ist. Aber der Köbi hat das nicht wollen. Der Esau geht dem Jakob entgegen und küsst ihn und umarmt ihn. Offenbar ist es dem Esau gelungen, sein berechtigter Zorn über den himmelschreienden Betrug zu verwandeln in diesen 20 Jahren. Er ist nicht stehen geblieben. Er ist nicht in Selbstmitleid versunken. Er hat nicht einfach sich in die Höhle zurückgezogen und nichts mehr gemacht, sondern sein Leben ist weitergegangen. Er hat sein Leben gestaltet. Er ist selber reich und mächtig geworden, so wie es Gottes Versprechen auch für ihn war. Ich habe mich gefragt, wie lange sich echt Esau schon nach dieser Begegnung gesehnt hat. Ich dachte, wann sehe ich meinen Köbi wieder? Wann kann ich meinen Bruder umarmen? Wann kann ich ihn küssen? Wann kann ich wieder die Versöhnung haben? Der Esau gibt dir und mir Hoffnung, Freunde. Gibt Hoffnung, dass es trotz Konflikt und ernsthaftesten Enttäuschungen,
zu einem späteren Zeitpunkt eine andere Art von Versöhnung gibt, als die ich vorher demonstriert habe. Nämlich die Versöhnung gibt, wo sich dann Brüder oder Nachbarn oder Gemeindeglieder oder weiss ich wer, Freunde wieder können umarmen und einander in die Augen schauen und sagen, es ist gut. So, wie ich es damals erzählt habe, bis mir mit meiner Schwester gegangen ist, nach sicher auch mindestens 20 Jahren in Oslo auf einem Kreuzfahrtschiff, wo beide zufälligerweise da sind. Und der Jakob, er hat Angst gehabt, dass sein Bruder sich rächt. Er hat darum die ganzen Geschenke geschickt. Ich habe mir überlegt, ob der Jakob echt die 20 Jahre am Abend, wenn er in den Schlafsack ist, ins Zelt gekrochen, ob er sich überlegt hat, was würde Esau sagen, wenn ich heimgehe. Nein, ich kann nicht heimgehen. Nein, das geht nicht. Es hat ihn gesehen, seine Mutter noch mal zu sehen. Er hat gewusst, so lange kann ich nicht bleiben, gesehen ist sie nicht mehr. Aber er hat sie nicht mehr gesehen, weil vielleicht hat er auch davon geträumt, wie der Esau ihn wieder umbringen und alles auslöschen und jetzt endlich mal rächen. Ich weiss nicht, in was sich der Jakob gesteigert hat in diesen 20 Jahren. Man kann sich hier steigern. Man kann sich hier steigern. Es ist unmöglich, es ist nicht mehr möglich, es geht nicht mehr, es wird nie mehr gehen. Und da sagt nachher der Esau zu ihm, komm, zieh mit mir. Aber der Jakob hat es nicht wollen. Es gibt Rabbiner, die das auslegen und sagen, ja, der Esau hat sicher nicht ernst und ehrlich gemeint. So kann man ja auch den Jakob besser anstellen. Ich sehe da ganze Ernsthaftigkeit von dem Esau, aber vielleicht ist im Jakob seine Persönlichkeit so komplex gewesen. Vielleicht hat er sich in all diesen Jahren so stark trainiert, gesteigert, dass es nicht wahr sein konnte, dass Versöhnung so kann sein. Und noch etwas ist da bei dem Zusammenkommen spannend. Kein Aufkochen von Schuld. Kein «Du hast, aber ich kann halten und ich kann nicht mehr wählen, aber du hast trotzdem» und überhaupt. Sondern nur etwas. In die Augen schauen, Umarmung. Weil wir Brüder sind. Und nicht, weil einer versagt hat oder nicht versagt hat. Eine Versöhnung, wo nach dieser Versöhnung sie auch wieder getrennte Weg weitergegangen sind, aber das Mal mit 100%, 90%, ich weiss es nicht, freien Herzen. Ich glaube, das langt für heute. Wir sind am Schluss unserer 4-teiligen Beziehungsserie. Heute war sie nicht ganz einfach als Schluss, ein bisschen schwierig. Aber es sind Zeiten, die auch einfach zum Leben gehören. Nur die Frage ist, wie gehen wir dann damit um? Auch in Beziehungen unter Freunden, Beziehungen in der Kirche ist es manchmal auch sinnvoll, wenn man Menschen beizieht, die einem helfen, die Spitzen zu nehmen. Wie sagt dem auch irgendwie ein Mentoring oder ein in der Mitte stehen von jemandem, der hilft, dass man nachher miteinander wieder weitergehen kann. Manchmal sind wir auch stolz, so Hilfe anzunehmen. Aber über all dem, was ich heute gesagt habe, möchte ich noch betonen zum Schluss, Gott hat uns geschaffen für Beziehungen und das ist einfach etwas Fantastisches. Und Beziehungen können so fantastisch sein, so reich, so erfüllend. Und darum, wenn wir nicht einfach stehen bleiben bei dem jetzt Zerbrechenden, auch wenn wir müssen ehrlich darüber reden, sondern auch sagen, hey, danke Gott, dass du uns geschaffen hast für eine Beziehung mit dir und Beziehung unter Menschen. Wenn ich da in die Kirche komme, dann fühle ich mich dermassen geehrt und angenommen und geliebt, hat meine Frau auch gesagt. Dass es fast ein bisschen die Hühnerhaut kommt. Auch das sind Beziehungen, die gewachsen sind über viele Jahre. Wie schön ist doch das? Wie schön ist doch das? Wie schön ist, wenn Ehebeziehungen blühen? Wie schön ist es, wenn Freundschaften blühen? Wie schön ist es, wenn Nachbarschaftsbeziehungen blühen? Wie schön ist es, wenn jede Art von Beziehung blühen kann. Mit dem möchte ich meine Serie abschliessen.
oder unsere Serie. Es ist eine Serie, wo wir gemeinsam, ein paar Pastoren, auch mit der Steffi zusammen erarbeitet haben. Und bitte euch noch aufstehen zum Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns als Beziehungsmenschen geschaffen hast. Ich danke dir, dass Beziehungen so etwas Gewaltiges sind. Dass aus Beziehungen Geborgenheit wächst, Liebe, Annahme. Und ich klage dir, dass eine von den grossen Zivilisationskrankheiten in Europa Einsamkeit ist. Und ich bete, dass Menschen, die da sind, Beziehungen finden, wenn sie noch keine haben. Und ich bete, dass wir unsere Beziehungen gestalten können. Und ich bete für dort, wo trotz allem Beziehungen zerbrochen sind, dass du diesen Menschen hilfst. Ob es jetzt mit dem anderen zusammen, und wenn es nicht möglich ist, allein, an diesen Spitzen zu arbeiten, vielleicht mit einem Seelsorger, damit die Spitzen nicht mehr stechen, andere und sich selber. Danke dir auch für dein Wort, das so ehrlich ist. Danke dir aber auch für das Zusammenkommen von dem Esau und von dem Jakob. Ich danke dir für den Esau. Es erstaunt mich so. Ich habe schlussendlich immer den Jakob als den Guten gesehen. Und plötzlich sehe ich, wie der Esau eine Seite hatte. Danke dir für die Geschichte. Für die Tatsache, die da erfolgt ist. Ich preise die Kirche da. Ich segne die Kirche. Preise auch darüber, ja. Aber ich segne die Kirche. Dass die Einheit darf sein und bleiben. Ich segne die Leiterschaft von dieser Kirche. Ich segne jedes Eins, das dazugehört. Ich segne dich, dass du dazu beitragen kannst, dass Einheit in dieser Kirche bleibt. Ich segne dich für einen Friedenskeeper, einen Friedensschaffer auch. Und ich bete, dass nochmal Glauben entstehen, dass dort, wo Beziehungen viel hinter uns liegen, zerbrochen sind, da auch nochmal Versöhnung, echte Versöhnung kann möglich sein. Danke viel, viel mal. Amen.